Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Hallo zusammen, wir sind jetzt hier beim dritten Tag in Helsinki. Besser gesagt 2,5, weil wir sind ja beim erst angekommen. Wir machen heute eine Bootstour auf 3 Inseln. Wahrscheinlich schaffen wir nur 2, weil sie sind schon recht gross. Wir haben heute noch einen Neuzugang. Das ist der Raphael. Hallo. Li ankaŭ venas al la Esperanto-Kongreso con ni. Das heisst, er kommt auch am Esperanto-Kongress mit uns mit. So, ich habe mich in Piratenlook hineingeschmissen. Also, ich habe einfach das Kopftuch angelegt. Wir stehen jetzt an, um aufs Schiff zu kommen. Wie ihr seht, an so einem schönen Tag in Finnland wollen alle aufs Schiff. Oder? Wir sind jetzt auf einer der Inseln angekommen, von den 3 Inseln, die wir heute auf unserer Tour besuchen können. Wir werden jetzt hier ein bisschen einen Spaziergang machen und euch alles in Ruhe anschauen. Trinkwasser hat es auch immer genug. Also bisher 100 Punkte für die Insel. Lonna und Vallisaari. Vor den Toren Helsinkis erstreckt sich eine malerische Insellandschaft mit über 300 Inseln. Die neueste Attraktion, Vallisaari, beeindruckt als ehemaliges Waffendepot mit Befestigungsanlagen und der reichsten Artenvielfalt des Stadtgebiets. 2 ausgeschilderte Rundwege führen zu den spektakulärsten Aussichtspunkten. Führungen bietet unter anderem die Ehrenswert Gesellschaft auf Englisch. Von einer ähnlich kriegerischen Vergangenheit zeugt das winzige, kaum 150 Meter lange Inselchen Lonna, das von der russischen Marine zur Lagerung von Minen und in der Nachkriegszeit zur Entmagnetisierung von Schiffen genutzt wurde. Die Ausrüstung wird in einer Ausstellung des Inselrestaurants präsentiert. Eine öffentliche Sauna ist geplant. So geht's sogar. Wir geniessen gerade unsere Pause. Was mir ein Anliegen ist, allgemein, wenn ihr unterwegs sind in der Natur oder so, tünt euren Müll einsammeln und in einen Mülleimer schmeißen, nicht einfach liegen lassen.
Die Hobbithäuser da. Das sind keine Hobbithäuser, aber... Oh, meine Kamera ist umgekippt. It's dark. Es sind aber keine Hobbithäuser. Sieht wie irdisch aus, oder? Ja, das ist eine unterirdische elbische Festung, haben wir jetzt bestimmt. Oder? Nein, Kaffee. Wir sind unterwegs zur nächsten Insel. Ui, das wird ein langes Video heute. Also wir sind jetzt da. Also ich glaube nicht, dass wir alles anschauen müssen. Also ich würde einfach gerne die Festung anschauen. Da. Das ist zu, oder? Das ist zu. Das Gitter. Das Gitter. Das Gitter schauen. Wir kommen nie wieder raus. Das ist unser nächster Pizza, gell? Das ist gut. Unser Reiseführer tut uns beschützen vor all diesen Steinen und Pfützen, die es hier hat. Es ist wirklich ein bisschen nass da. Ja, wortwörtlich, es ist nass. Es ist alles voll mit Wasser. Man würde es sehen, wenn ich eine Taschenlampe hätte. Yeah. Also ich habe schon eine, aber ich kann nicht beides gleichzeitig haben. Es ist mega cool, es spiegelt sich da. Aber das sieht auch so, weißt du, wie ein heiliger Ski aus. Ah! Wirklich, die Insel ist wirklich cool. Es sind mega viele, also es hat 3 grosse Festungen hat's da drauf. Wir sind jetzt bei der einen Festung. Wir schaffen wahrscheinlich nicht, um alle 3 Festungen anzuschauen, weil es ist einfach so gross. Es ist schon cool da drin, es ist so richtig. So. Da muss ein Mittelalter-Festival stattfinden. Das ist einfach ideal, also sorry.
Grazie mille for watching the racing. Please subscribe.